SRF Audio. Felix, das neue Buch von Florin Jecker, «Santa Teresa», liegt vor uns auf dem Tisch. Ich weiss von dir, dass du begeistert bist von dem Buch. Ich musste mir fast ein bisschen verkneifen, das schon in die Finger zu nehmen und auch drin herumzulesen. In 3 Worten zusammengefasst. Was ist das für ein Buch? Absolut tiefgründig, absolut überraschend, absolut gegenwärtig. Es waren 6 gewesen, aber lassen wir gelten. Also absolut, das zählen wir nicht. Das war nur eine Steigerung. Okay. Tiefgründig, gegenwärtig, überraschend. Wer ist die heilige Teresa? Das ist der Name von einem Hotel. Und das liegt in Südspanien. Und was es mit dem Hotel auf sich hat, nehme ich an, finden wir jetzt dann gerade raus. Es ist ein Sehnsuchtsort. So viel kann er noch geben. Okay, das nehmen wir auch mit. Das ist also das Buch, wo wir heute darüber reden. «Santa Teresa» von Florin Jecker. Das ist der Podcast «Literaturclub 2 mit Buch». Felix, du hast das Buch gelesen, «Santa Teresa». Du hast es ausgewählt, du hast es mitgebracht. Wie gesagt, ich kenne bis jetzt erklärtermaßen nur den Klappentext. Ich bin sehr gespannt, um was es jetzt dann gerade geht. Ich bin der Simon Lütold. Und ich bin der Felix Münger. Felix, es ist auch ein bisschen eine besondere Ausgabe von unserem Podcast, das mal, weil vor uns sitzen, ich schätze mal, etwa 50 Leute. Wir zeichnen das live auf an der Solothurner Literaturtag. Heute ist der 30. Mai. Wir sind in unserem mobilen Studio vom SRF in der Cantina del Vino am Landhaus G. Und besonders ist auch, dass der Autor ausnahmsweise während der Aufnahme von dem Podcast anwesend ist. Er sitzt da gerade neben uns, der Berner Autor Florin Jecker. Und darüber freuen wir uns ganz besonders. Ganz herzlich willkommen, Florin Jecker. Merci vielmals. Merci. Florin, wir haben gerade vorher miteinander Duzis gemacht. Das ist schon der 3. Roman, den du jetzt veröffentlicht hast. 2017 war «Lanz», dein Debüt, «Ultraviolett» 2021 und jetzt «Santa Teresa». Und man kann sagen, du bist da an der Solothurner Literaturtag eigentlich, obwohl noch sehr jung, 1990 geboren, bereits Stammgast. Also du hast 3 Romane geschrieben, du bist 3-mal eingeladen worden an die Solothurner Literaturtag, so die ehrwürdige Literaturveranstaltung von der Schweiz. Das ist eine Riesenehre, ist eine Auszeichnung. Die muss dir zuerst einmal jemand nachmachen. Wie sehr hat dich jetzt das überrascht, dass jetzt auch mit dem 3. Roman schon wieder eingeladen wirst? Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, das muss man immer. Ja, es hat mich nicht so überrascht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Solothurn so gern. Ich glaube, alle, die da sind, haben Solothurn so gern. Und es ist immer schönes Wetter. Man kann immer hier in die Ferien kommen, auch wenn man nicht eingeladen ist mit einem Buch. Und ich habe gedacht, dieses Jahr komme ich dann wahrscheinlich auch wieder daher. Das ist voll aufgegangen. Also Selbstbewusstsein gehört auch zum Erfolg. Der heimliche Plan, wenn man Bücher schreibt, Solothurn. Zu dir, Florin, kommen wir gerade zurück. Felix, ich muss jetzt aber schon zuerst noch ein bisschen aufdatiert werden und alle die anderen hier im Saal wahrscheinlich auch. Erzähl doch jetzt zuerst mal ein bisschen etwas über das Buch, was deine Leseeindrücke sind, bevor wir dann vertieft mit dem Florin darüber reden. Also es geht um einen 34-jährigen jungen Mann, der heißt Luchs, der lebt in irgendeiner Stadt in der Deutschschweiz und der führt ein, kann man sagen, völlig langweiliges Leben. Also der ist von Beruf, ich habe gerne gewusst, dass es so etwas gibt, Friedhofswächter. Also der tut die Nacht über auf dem Friedhof verbringen und schaut, dass da kein Unfug passiert, so ganz schlimme Sachen wie zum Beispiel Spritzkanten werden da gestohlen, ich glaube einmal vorgekommen. Aber nachher passiert eigentlich nichts mehr. Der rundet da und hockt da am Sushi so in einer Büchse rein. Aber, also sorry, so ein langweiliges Leben, warum dann so eine zur Hauptfigur vom Roman erklären? Ja, das ist eine interessante Figur. Und das ist genau eine Frage, die interessant ist, weil der Luchs, der hat das ja nicht freiwillig eigentlich gewählt, das Leben, das er hat. Er sagt ihm eine Lernschwäche, also eine sogenannte kognitive Beeinträchtigung. Und das wird dann auch zeigen, die Rückblende in dem Buch. Er hat in der Schule als immer einen gehalten, der jetzt eigentlich gar nichts anbringt. Und auch der Fahrlehrer der hat gesagt, also, nein, also, du musst 1 Million haben, dass du da den Fahrschein machen kannst. Also man gibt auch das auf. Die Mutter hat ihn immer moralisch unterstützt. Er hat gesagt, du musst einfach deinem Herz folgen und das machen in deinem Leben, was dich antreibt. Der Vater, der war eigentlich eher abwesend gewesen. Ja,
was er kann, ist schreiben. Das ist ja so etwas, das Talent, das er hat. Aber auch dort, man glaubt nicht so recht an ihn. Er will dann einen Comic schreiben, er schafft auch da. Einfach, er kann nicht zeichnen. Es ist dann der erste Comic von der Menschheit ohne Bilder. So, das ist im Luxus sein Thema. Ja, und dann irgendwie taucht dann der Vater auf und findet, jetzt muss der junge Mann mal etwas Richtiges lernen. Er will dann auch ein Buch schreiben. Der Vater beweist ihm dann, dass das nichts taugt, was er kann. Man steckt ihn dann in ein Callcenter, das geht dann auch nicht. Und irgendwann landet er eben auf dem Friedhof. Aber also, der Vater beweist ihm, dass er das nicht kann? Er nimmt dann zu einem Verleger und der sagt ihm einfach, das ist nichts wert, da kannst du alles fortrühren. Aber das stelle ich mir jetzt noch relativ heftig vor. Der hat in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe, gelehrt auch von außen, dass er nichts kann. Das ist gar nicht so fest mangelndes Selbstvertrauen, sondern auch antrainiertes mangelndes Selbstvertrauen. Es ist ja ganz klar auch eine Zuschreibung. Aber wo einen Namen hat, das ist die kognitive Beeinträchtigung. Und von dem her traut er sich, mindestens sehr lang, auch nicht so viel zu. Aber, jetzt kommt natürlich das Aber. Jetzt tritt eine junge Frau ins Leben von dem Luchs, und zwar eines Nachts kommt Theresa, heisst die, da hat jetzt noch nichts zu tun mit dem Buch. Ich habe gerade eine Frage. Nicht so direkt. Die kommt und die will führen, also der Luchs raucht, also rüdige Mengen, und die kommt, die 14-jährige Theresa und so. Es gibt dann so ein groteskes Verwirrspiel, auf jeden Fall aufgrund von dem Zigarettenrauchkontakt entsteht dann zwischen den beiden nachher eine Freundschaft. Und die verändert dem Luchs sein Leben. Eine Freundschaft zwischen dem... Wie alt ist der Luchs? 34. Und sie ist 14. Ja. Und sie treffen sich auf einem Friedhof. Ja, man muss wissen, der Vater von dieser Theresa, der ist eben auch relativ früh gestorben und liegt auf dem Friedhof, und die Theresa geht einmal auf das Grab. Hat aber nichts zu tun mit Liebe, also in einem körperlichen, erotischen Sinn, wäre auch ein Problem, vor allem für den Luchs. Und es bringt aber eben bei dem Luchs einiges in Bewegung. Und das läuft interessanterweise, das ist jetzt eben schon sehr geschickt gemacht, über Musik. Weil die Theresa, die hat von ihrem verstorbenen Vater eine CD-Sammlung geerbt. Und sie schenkt ihm eine CD. Und der Titelsong, der Luchs hat das nicht kennt, das ist eine ganz spezielle Musik. Und die wollen wir jetzt mal geschwind hören. Die hören nämlich das miteinander in der Nacht auf dem Friedhof. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Das ist eine Musik, die steht für Sehnsucht, für auch nicht verstanden werden, für etwas Besonderes sein und trotzdem am Rand stehen. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja, ich finde das noch interessant. Oder Musik, das löst ja, ist völlig egal, was es ist. Jetzt in dem Fall offenbar ist es Pink Floyd. Aber ich habe auch die Musik, wo einfach wahnsinnig viel auslöst, wo persönliche Erinnerungen dran hängen, wo man muss es irgendwie 2 Takte hören und dann ist man völlig in einer anderen Welt. Ja, wie ist jetzt das, Florin? Wie ist denn jetzt das bei dir? Tut denn jetzt die Musik auch so wahnsinnig viel auslösen wie bei uns zwei? Also Musik allgemein. Nein, Pink Floyd, Wish You Were Here. Pink Floyd, ja. Also ich will nicht über etwas schreiben, wo ich irgendwie nicht auf irgendeine Art eine Verbindung dazu habe. Ja, klar. Also, was löst es denn aus? Also ich glaube, der Witz an Musik ist, dass man nicht in einem Satz und auch nicht in einem Buch kann sagen, was es auslöst. Was löst dem etwas aus, ja? Also bei mir ist es schon sehr stark auch verbunden mit einem Lebensgefühl von Sehnsucht, von irgendwo hinwollen gehen. Und ich habe das natürlich in die Figur Luchs projiziert. Wie ist denn jetzt das bei dir? Du hast mit dem Luchs einen Menschen ins Zentrum gestellt, der eben Musik entdeckt über die Theresa. Hat es einen auslösenden Moment gegeben, um den Roman zu schreiben? Nein, im Moment hat es nicht gegeben. Man ist irgendwann im Leben, oder? Und lebt sein Leben und das ist der Moment. Aber das waren vielleicht 2-3 Jahre von meinem Leben, die zu dem geführt haben, wo ich irgendwann dachte, so, wir müssen mal an einen anderen Ort her, als wir jetzt sind. Und das war ehrlich der Anfang von diesem Buch. Und wie ist das? Also, du hast dich ja jetzt eigentlich in einen Mensch mit so einer Lernschwäche hineindenken. Wie hast du das gemacht? Gar nicht, eigentlich. Also der Witz habe ich aber das Gefühl, ich kann mich logischerweise nicht in einen Menschen hineindenken, wo ich selber bin und würde das auch niemals machen. Geschweige denn jemand, der irgendein Etikett dran hat, das ich nicht habe, eine Lernschwäche zum Beispiel. Aber der Luchs ist wie auch alle Figuren von Texten, die ich schreibe,
Teil, wo ich bin. Und sonst würde mich das auch nicht interessieren. Es ist ja uninteressant. Also Theresa bringt den Luchs nicht nur durch Musik zum Träumen, zum über den Friedhof ausdenken und über seine beschränkte Existenz raus, sondern auch der Luchs hat den Traum seit der Kindheit, eben der Schriftsteller zu werden, Stichwort Comic. Und Theresa, das junge Mädchen, hat musikalische Ambitionen. Und die Theresa würde sehr, sehr gern ihm jetzt Gitarrespiel beibringen. Und weil sie spielt Gitarre, möchte auch mal Gitarrenlehrerin werden. Und du, Florin, du liest jetzt einen Ausschnitt vor aus deinem Roman. Und zwar, der Ausschnitt fängt mit der Antwort vom Luchs an auf das Angebot von der Theresa. Sie könnte jetzt ja seine Gitarrenlehrerin werden. Danke, dass du das sagst, sagte ich. Aber ich kann das nicht. Ein Instrument lernen. Das sagen am Anfang alle, sagte sie. Es kam mal eine, die war so alt, die konnte fast nicht mehr laufen. Die hatte sich das ganze Leben lang gesagt. Dann hat sie sich ein Klavier nach Hause bestellt. Die war jetzt alles andere als langweilig, obwohl sie Klavier spielen wollte. Und wahrscheinlich ging es dann auch nicht mehr so gut, wie wenn sie als Kind angefangen hätte. Aber du bist ja auch noch nicht 90. Ich sagte, dass sie sicher eine gute Lehrerin wäre und sie locker schon heute damit anfangen könnte. Aber es gibt Sachen, die ich nicht kann. Egal wie gut die Lehrerin ist. Wie willst du das wissen, wenn du es nicht probiert hast? Und ich sagte, dass mein Fahrlehrer auch gesagt habe, dass ich Autofahren lernen würde, wie alle anderen auch. Bis er irgendwann fragte, ob ich reich sei, was nett war, weil er ein halber Millionär geworden wäre mit mir. Ich würde das nie machen, sagte sie. Ich würde immer sagen, dass du das kannst. Außer wenn das Instrument das Falsche wäre, aber es ist das Richtige. Und ich weiß nicht, wieso ich nicht einfach Ja sagte, weil ich es ja auch für sie hätte tun können. Aber ich stand auf, als wir draußen waren und ich die Tür zumachte, sagte sie, dann willst du für immer so sein, als wärst du 100 Jahre alt? Ja, sehr eindrücklich, muss ich sagen. So die wirklich totale Ambitionslosigkeit, die du jetzt vorher auch schon beschrieben hast und wo offensichtlich auch für die Leute um ihn herum ein Problem ist. Also die Theresa, die haltet ihm ja da vor, ey, du bist 34, du führst dich auf, wie wenn du fast 100 wärst. Sehr auch sprachlich interessant habe ich gefunden, weil er so ganz reduziert, eine einfache Sprache, eine simple Sprache, die ich jetzt da so höre. Felix, wie ist das bei dir auch? Weil du hast ja das Buch gelesen, ich habe jetzt nur den kurzen Ausschnitt. Wie war das für dich zum Lesen? Ja, es ist eben genau das, was du sagst. Es ist ja eine gewisse Wortkargheit in dieser Sprache. Es ist eine einfache Sprache. Und ich habe eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Während dem Lesen habe ich so das Gefühl, ja, das kann man so schnell durchlesen. Es ist ja aus einer Perspektive geschrieben von einem Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Also ich habe wieder eine Zuschreibung gemacht. Ich habe dann aber gemerkt, beim Lesen, es hat mich immer draus gehauen. Ich bin nicht draus gekommen. Also so einfach ist es dann gleich nicht? Nein, ich habe immer wieder zurück müssen, etwa 3-4 Mal das Spiel gemacht, bis ich gemerkt habe, das ist eine sehr elaborierte und auch eine sehr, wie soll ich sagen, sehr tiefgründige Sprache, wo ganz ein Haufen mitgeht. Da ist kein Wort zu viel. Da sitzt jedes Wort, es braucht auch jedes Wort. Und das hat mich dann sehr beeindruckt, hat mich so ein bisschen an Armbrüt denken. Entschuldigung, das musst du, glaube ich, erklären. Ja, klar. Also das ist die Art von Kunst, was bildende Kunst, sage ich jetzt einmal, wo von Menschen gemacht wird mit kognitiver Beeinträchtigung. Und so das Unterschätzen von dieser Figur Luchs spiegelt sich auch in der Sprache hinein. Also es klingt jetzt für mich, wenn du da recht etwas auf der Spur wärst, sprachlich. Florin, du sitzt nebendran, das wird da gerade wild in deinem Buch interpretiert. Kannst du da damit etwas anfangen? Mit dem Felix seine Beobachtungen zu deiner Sprache? Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Sprache, das ist nicht bei mir so. Das ist einfach so in der Literatur. Die Sprache ist der Kern vom Text, oder? Und dort innen, oder ich kann vieles sagen in diesem Buch oder irgendeine Geschichte erzählen. Das ist alles immer schön und rührend oder lustig. Aber das, was passiert, das, was
beschreibt, wer er ist und was sein Problem ist oder was vielleicht auch seine Sehnsucht ist oder sein Dilemma, einerseits als dumm dargestellt werden und andererseits viel gescheiter zu sein als andere um ihn herum oder alle anderen um ihn herum auf einer anderen Ebene. Das funktioniert nicht indem dass man das sagt, sondern indem dass man das in Sprache spürt. Und nicht, dass ihr das spürt und ich das da rein montiert habe, sondern dass ich das spüre, wenn ich das schreibe. Und das finde ich beeindruckend. Du hast in deinen 3 Romanen immer sehr markante Figuren gehabt und du hast für alle einen eigenen Sound entwickelt. Wie hast du denn jetzt die Sprache gefunden von dem Luchs? Ist das ein Ausprobieren? Ist das gewissen Menschen in deiner Umgebung zulassen? Ist es Spintisieren? Wie entsteht das? Nein, es ist sehr festes Zuhören, aber es ist nicht eine journalistische Reporterarbeit oder eine wissenschaftliche Arbeit, sondern es ist ein Zuhören dieser Stimme, oder? Der Stimme, die es nicht auf der realen Welt gibt. Und es herausfinden, was ist wirklich das, was er sagt. Und nicht, was ich als Florin Jecker hier sage oder will sagen oder was ich da reinschreiben könnte, um zu zeigen, wie gut ich schreiben kann oder wie lustig ich bin oder wie gescheit, sondern was er zu sagen hat zu seiner Geschichte. Und wie ist es dann, also du sagst, es ist viel zuhören und dann fängst du an, in dieser Sprache, die du gehört hast, schreiben. Was machst du, dass du nicht vorzu wieder rausgehst? Also ich höre nicht zuerst mal zu und dann kann ich anfangen, das Buch zu schreiben, sondern es ist wie ein laufender Prozess. Und ich habe auch das Gefühl, wenn das Buch fertig ist, habe ich dann die Sprache langsam irgendwie ein bisschen verstanden. Das heisst, das Schreiben ist auch ein Teil vom Zuhören. Auf die Figur, die gerade am Entstehen ist? Ja, genau, ja. Ja, und interessant ist ja, was eigentlich mit dieser Figur dann nachher passiert, in dem Moment, wo sie ja auch die Sprache findet. Das geht alles eigentlich Hand in Hand. Und es ist dann so, dass in dem Luchs durch die Begegnung mit der Theresa auch Erinnerungen wach werden an die Vergangenheit, an die Positive. Und jetzt kommt das Buch als Titel kommt jetzt ins Spiel. Ich wollte schon fragen, was jetzt eigentlich ist mit dem Hotel und dem Meer. Und er hat eine ganz glückliche Woche verbracht in seiner Kindheit einmal Sommerferien. Das war schon, glaube ich, bei 16 gewesen. Da sind sie nach Südspanien gefahren, ans Meer, und haben dort in einem Hotel Santa Teresa hat er sich verliebt. Er hat dort eine junge Frau gehabt und er hat die großartig gefunden. Die haben kaum miteinander wirklich reden, weil er nicht Spanisch können. Aber die haben sehr einen engen Kontakt gehabt. Und der Luchs hat hier immer geschrieben. Er hat Cola serviert bekommen. Und das ist eine sehr starke Erinnerung. Und durch die Teresa, also das Mädchen jetzt auf dem Friedhof, beschließt er nachher nochmal nach Südspanien zu reisen und auch das Hotel zu besuchen. Und er trifft dort tatsächlich dann auch, die Sole hat die geheißen, trifft er dann auch. Das ist die Frau, die er als Jugendlicher sich verliebt hat in sie. Genau. Und jetzt stinkt es natürlich mega nach Happy End, oder? Dass man das Gefühl hat, ja, jetzt kommen die zusammen. So einfach ist es aber nicht. Das ist der Florin ins gewieften Erzähler. Die hat dann schon Mann und Kind. Aber trotzdem noch die Begegnung dort gibt ihm Kraft, wieder an die Erinnerung zurückzudenken, anzuknüpfen, wo es ihm gut gegangen ist und eben auch wieder aufzunehmen, das Schreiben. Da, wo ihm so quasi wie der Vater austrieben hat. Also die Reise dorthin gibt ihm eine Art Hoffnung wieder? Sie gibt ihm die Hoffnung wieder und es ist dann eben, ich habe gesagt, Happy End, es ist dann so mit Konjunktiv formuliert, er sagt dann so Sätze wie, da habe ich mir da rausgeschrieben, ich fragte mich, was passierte, wenn ich aufhörte, auf diese Leute zu hören in meinem Kopf. Also auf die Lehrerin, auf den Fahrlehrer, auf den Vater, sondern einfach das Leben. Und er entwickelt einen gewissen Stolz auch auf seinen Job, auf dem Friedhof, wo er wieder zurückgeht. Florin, wie siehst du das? Gibt es Hoffnung für deine Figur? Ja, sehr, sehr viel. Ich kann nicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand kann. Etwas Hoffnungsloses herzustellen, 2 Jahre ein Buch schreiben, für die Hoffnungslosigkeit darzustellen, die gibt es. Wenn ich aufstehe, ist sie eigentlich da. Oder das kennt man. Ich sage jetzt nicht jeden Tag, überhaupt nicht, aber die Hoffnungslosigkeit, um die muss man sich nicht kümmern. Ich glaube, man muss sich um die Hoffnung kümmern. Und also, mehr als nur Hoffnung für die Figur, ja. Ich meine, es geht ja da um einen Menschen Mitte 30, der aufbricht. Und es gibt ja das berühmte Genre von der Coming-of-Age-Roman, also die Bildungsroman, eine lange Tradition. Ich habe das gelesen, weil es so sehr ermunternd ist. Der Mann, du hast ja vorher gesagt, der kann gewisse Sachen hat er uns allen voraus. Wie weit ist das auch so ein Coming-of-Age-Roman für Erwachsene? Die Frage wird mir immer wieder gestellt, seit ich schreibe. Ich glaube,
eine Antwort darauf ist, dass ich das Gefühl habe, oder dass ich der Mensch bin, der immer wieder von Neuem muss aufbrechen, in eine Entwicklung kommen und aus dem, wer ich heute bin, rausgehen und erwachsen quasi, und nicht im Sinne von erwachsen werden, sondern auswachsen und das finde ich dann eher ein bisschen komisch, warum nicht grundsätzlich jedes Buch, wo ich lese sehr viele Bücher, so als auch das angeschaut wird. Also das erklärt jetzt ein Stück weit wahrscheinlich auch, warum du über so eine Aussenseiterfigur schreibst. Oder es ist ja wirklich, ich meine, das gibt's ja, hat es viel schon gegeben, Bücher über Aussenseiterfiguren, findet man auch in der Schweizer Literatur viel, so Gottfried Keller oder Max Frisch, Stiller ist auch so ein Aussenseiter. Und die sind ja irgendwie immer, genau was du jetzt gesagt hast, so ein Anlass dazu, ein bisschen mal von außen drauf zu schauen, eben auch, wenn man diese Perspektive einnimmt. Ja, und es ist eben auch so, dass der Luchs mich dann dazu animiert hat, so im Nachgang auf so quasi mein Leben zu schauen. Ja, oder so, was ist denn tatsächlich wichtig in meinem Leben? Man ist mit Terminen gestresst, man will Erfolg haben, es geht darum, zu genügen, Reichtum, Erfolg, was auch immer. Das ist so im Vordergrund, die Optimierung, oder? Und der Luchs, eigentlich verliert er ja den Glauben an sich trotz allem, was er erlebt hat, nie. Also das Träumen lässt sich bei ihm wieder weg und das hat mich tief beeindruckt. Ich habe wahnsinnige Sympathie für den gehabt. Also die totale Inspiration beim Felix. Vielleicht, wenn du den liest, inspiriert sich dem vielleicht auch. Aber es ist ja so eine Figur, die man irgendwie will in den Arm nehmen. Es ist einfach ein toller Typ. Und ich habe mich dann schon tatsächlich gefragt, so im Nachgang, ja, wie ist denn das mit jemandem, der professionell mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zu tun haben? Also ist das Gefühl nur etwas, das ich jetzt habe? Oder ist es so, dass, ja, wenn man täglich mit solchen Menschen zu tun hat, vielleicht tatsächlich das Leben anders wahrnimmt? Und ich habe dann Monika Zumbühl getroffen. Sie ist Sozialpädagogin bei der Stiftung Balm in Rapperswil-Jona. Und die Stiftung bietet Menschen mit unterschiedlich ausprägten kognitiven Beeinträchtigungen Schulbildung an oder hilft bei der Integration in die Arbeitswelt, auch beim Wohnen. Es gibt so begleitetes Wohnen und so. Und ich habe dann Monika Zumbühl gefragt, ihren Job ist es ja, die Menschen zu unterstützen, ob sie eigentlich von den Menschen, die sie unterstützt, auch unterstützt wird in irgendeiner Form. Mir geben die Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung im alltäglichen Leben immer wieder den Spiegel, mehr im Moment sein, im Jetzt und im Hier. Und zwar nicht, wenn ich mich viel ertappe, alles proaktiv vorbereiten, alles überdenken, überprüfen, sondern einfach den Moment geniessen. Und das finde ich, das ist eine wahnsinnige Stärke von ihnen. Und ich habe Monika Zumbühl auch noch gefragt, ob sie mir ein konkretes Erlebnis erzählen könnte. Ja, da gibt es einige Erlebnisse. Das hat auch damit zu tun, so das Wesentliche, die wichtigen Momente in Bezug auch auf Glück und glücklich sein können zu leben. Das ist eine Faszination, ob es Alltag mit dem Bus zur Arbeit fahren ist, wo man stolz ist, dass man den Weg selbstständig erledigen kann. Sei es ein Auftritt auf einer Bühne, an einem Ball, den wir einmal tätigen, voller Stolz. Seine Fähigkeiten, sei es am Schlagzeug spielen oder wie auch immer, oder mit Singen, zu präsentieren. Sie schätzen das auf einer Schifffahrt, auch wenn es regnet und wüstes Wetter ist. Man geht nach einem McDonald's. Und das ist das Highlight. Die kleinen Sachen, also aus dem Minimum das Maximum rausholen. Im Moment. Das sind so wirklich so alltägliche Momente, wo viel im Leben vergessen gehen, wie man einfach alles andere sieht. Das beschert Zufriedenheit und Wohlergehen. Monika Zumbühl, die arbeitet schon rund 15 Jahre mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und sie sagt, die Erfahrungen, die sie da gemacht hat, haben ihren Blick aufs Leben total verändert. Mich inspiriert vor allem so die Bescheidenheit. Und was man daraus machen kann. Also, es braucht nicht einen Haufen Geld, es braucht nicht Reichtum, sondern es braucht im Alltag Situationen, wo man wieder wahrnimmt, die kleinen Sachen und nicht die grossen Sachen. Und das öffnet mir immer wieder meine Augen. Wir, die so highspeed-mässig unterwegs sind oder schauen viele Menschen auf Achtsamkeit, sie bauen die Achtsamkeit im Alltag ein. Das sagt Monika Zumbühl, sie ist Sozialpädagogin bei der Stiftung Balm in Rapperswil-Jona.
Ja, finde ich total einleuchtend. Es kommt jetzt ganz viel, oder so, der Spiegel vorhalten, aus dem Minimum das Maximum rausholen, finde ich ganz beeindruckend. Florin, du sitzt bei uns nebendran am Tisch und darum können wir dich jetzt gerade fragen, wie fest passt das, was jetzt die Monika Zumbühl da gesagt hat, zu deinem Bild, zu deinem eigenen Bild vom Luchs? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, meine Arbeit ist nicht, wie gesagt, eine journalistische. Er ist einfach ein Mensch. Und wenn er aus einem Buch aus, das finde ich etwas extrem Sinnvolles, wie plötzlich gemerkt wird, dass es tatsächlich Leute gibt, wie jetzt die Frau Monika Zumbühl, die mit diesen Leuten arbeiten, mit konkreten, nicht mit dem Luchs aus einem Roman, sondern mit konkreten Leuten arbeiten und ihre Erfahrungen teilen kann. Aufgrund von diesem Buch finde ich das extrem viel wert, aber nicht, weil ich das wollte oder ich irgendwie da grossen Verdienst bei mir gesehen, sondern weil ich finde, Bücher sind auch dafür da, wie rauszuzeigen, rauszubringen, die Diskussion zu realen Problemen, zu realen Gegebenheiten. Das ist eben das, was ich am Anfang gemeint habe, die Gegenwärtigkeit von dem Buch. Es löst etwas aus, es hat mit mir etwas zu tun, es hat etwas mit unserer Welt zu tun. Und ich habe das beeindruckend gefunden von der Monika Zumbühl, wo sie gesagt hat, sie lerne ganz viel. Hast denn du von deiner Figur Luchs, die sie so lange begleitet hast, auch etwas gelernt? Ja, sicher, ja, also auf jeden Fall. Das ist mehr als nur ein Lehrer, habe ich aber das Gefühl. Es ist ein bester Kollege in dieser Zeit. Und was hast du konkret gelernt? Was hast du mitgenommen? Ja, das ist wieder der wie mit der Musik. Wenn ich das sagen könnte, dann hätte ich glaube, wir können sparen, ein Buch zu schreiben. Ein Lebensgefühl. Eine Art, eine Haltung durchs Leben zu gehen. Ich glaube, das Gefühl habe ich schon. Darum ist die Figur wie auftaucht. Die musste ich nicht lernen. Aber was es konkret bedeutet oder vielleicht auch, wie man als so eine Figur gleich auch wie er aus sich herauswachsen kann, das habe ich vielleicht gelernt. Danke sehr vielmals, Florin Jecker. Santa Teresa, das ist also der Titel von dem Roman von Florin Jecker. Rausgekommen ist das Buch bei Nagel und Kimche und um das Buch ist es gegangen in dieser Episode von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Aufgenommen haben wir das Ganze an den Solothurner Literaturtag im mobilen SRF-Studio in der Cantina del Vino. Ich bin Simon Lüthold. Und ich bin der Felix Münger. Produktion Barbara Peter, Technik Hedi Massaoudi und Patrick Arnold. Alle Angaben zu dieser Podcast-Episode findet man auf srf.ch/literatur. Und euer Feedback nehmen wir auch gerne entgegen. Schreibt uns ein E-Mail literatur@srf.ch. Und das wäre es für das Mal. Ich sage Tschüss miteinander. Ciao miteinander, bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.